Guten Morgen. So, deze week voor we kampen, hè? Raphael en ik hadden gisteren al angefangen slingshot te schieten. Wenn ich glaube, am Peter an sich was sagen, wo wir alles kann mitnehmen, dann hat er sagen, dass der letzte Scheit, wo wir mitnehmen können, ist ein Slingshot. Und nu will ich dann wenigstens so viel all geäuft haben, dass ich weiß, wo ein Slingshot sagt. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Anhänger dabei. Ich freue mich, dass ihr Chat aber ich freue mich von dir, ihr Chat, dass es so uitgekommen ist, dass Sonntagsschule von der mit unsere Taufas und unsere Glieder abnehmen, sofern was passen. So, wir haben in großen Klumpen all gelehrt über dem, was Evangelium alles an sich hat. Die erste Feier kann vielleicht auch auswendig, aber wir wollen uns die 9 Punkte, was wir all becheckt haben, einmal wiederholen. So, das erste ist, Gott ist herrlich. Zweites, Menschen sind Sünder. Drittes, Gott ist gerecht. Viertes, Menschen sind verdammt. Fünftes, Gott kam auf Erde. Voll Gott, voll Mensch. Sechstes, Opfer. Jesus opfert sich selbst für uns. Siebentes, Jesus stand vom Tod ab, körperlich. Der dode Körper kam zum Leben und ging aus dem Grab zurück. Achtet, Buße in Glauben. Arrepentimiento y fe. Also Buße tun, nennen wir ein S von Sinn wegdrehen in unser Opfer, was Jesus für uns durchgestellt hat, ganz fest und zu glauben. Und dann nehmen wir, dass wir 2 Wochen trägen, was wir dann? Rechtfertigung. An Christus sind wir vollkommen vergeben. Du hast keine Verdammnis für die, die an Jesus glauben. Und vielleicht, wo wir sagen, okay, was kann scheiner sein als keine Verdammnis? Und wenn wir von der an unsere Sonntagsschule gehen, und erster von ihnen bekehrt ist und nicht Glied von der Kjoakj, dann bete ich, dass von der waren und all Dinge sich ändern. Wenn das Evangelium jetzt so viel wieder, als bloß nicht nur der Hall. Rechtfertigung ist so schön. Die Sündenschuld, wird ab uns wir, die kann ganz weg sein, wenn wir uns an Jesus vergeben lassen. Das ist gut, dass ich mich selbst befinde und ich uns Glauben bekenne, dass wir so fern davon vergeben. So wir wollten dort, okay, unsere Sünden sind uns vergeben. Das geschieht fern. Verdammung ist wahrgenommen. Wir sind von Gott gerecht erklärt. Aber da kommen wir auch noch so halbwegs mit. Und das ist auch sehr schön. Nicht mehr richtig verstanden. Aber das Evangelium geht so viel wieder aus dort. Die Bibel lehrt uns dort nur der Rechtfertigung kommt dort, wo ich würde sagen, das ganz Schönste vom Evangelium. Gott nimmt uns ab an seine eigene Familie. Adoption, Annehmen. Die Bibel lehrt uns dort, der Mensch sein Trouble ist nicht bloß die Sündenschuld. Der Mensch sein Trouble ist der Sinn, aber auch die große Trennung, die zwischen Gott und Menschen ist. So, wenn die Rechtfertigung unsere Schuld wegnimmt, dann muss noch ein Trouble gefixt werden. Römer Kapitel 5, Vers 10 sagt uns, willst du noch Gott seine Feinde werden? Du hast ein Trouble, was wie Feind Gottes. Nein,
Römer Kapitel 5, Vers 10. Wer will den nochmal feinlüd lesen? Sehr gut. So, Römer Kapitel 5 geht los von Enemistad, Feindschaft. Da bedeutet dann, jo, Sünder, aber mehr als Sünder, Gott seine Feind. Kolosser Kapitel 1, Vers 21, sagt uns, kriegt dort selber. So, das bedeutet uns, dort ein Sünder fehlt zu vergeben, aber ein Sünder fehlt zu versöhnen. Ein Sünder fehlt frisch von Gott angenommen zu werden. Und das ist die schönste Botschaft, die das geben kann. Wir wollen an Jesus glauben unbedingt zum nicht Verdammnis erleben. Wir wollen an Jesus glauben zum nicht nur der Heil. Aber wenn uns Glauben du abhört, dann ist dort ein so treuer Pack. Wenn Gott will so viel mehr mit uns zu tun haben, als bloß nicht uns nur der Heil schauen. So, die Bibel lehrt uns, dass die Kondition natural del hombre, oder die menschliche Natur, ist von Natur aus tot. Getrennt von Gott und feindschaftlich gesonnen Gott gegenüber. Wir haben uns all in Sinne schon gescheit becheckt, Epheser Kapitel 2 von Vers 1 bis 3. Ich wollte nicht so viel mehr zu sagen, das habe ich auch danach getan. Wir sind eben bloß Gott seine Feind wegen unserer Natur. Wir sind Sünder und dort merkt uns von Gott dann feindschaftlich gegenüber. Du hast mehr als bloß feindschaftlich gesonnen, du hast ein Rektum, was die Welt beherrschen wird. In Johannes Kapitel 8 fing wir eine so büterähnliche Geschichte, wo Jesus sich mit den Pharisäern traf. Und dann sagt Jesus, du ganz glück und up to day, je sind den Teufel seine Kinder. Und das sind sehr strenge Werte. Aber das ist die Beschreibung von Menschen, die nicht gerat sind. Ich fing unbedingt nicht, dass Johannes Kapitel 8, Vers 45 an zu sagen, dass der Feindschaft des Pharisäer gemerkt hat. Er hat nicht das Ding. Dort sagt es, die Menschen haben den Feind, Satan, seine Anstellung Gott gegenüber. Feindschaft. Der Feind, der Teufel, als du wegen der Teufel, wegen der feindschaftliche Sohn Gott gegenüber. Und wenn Jesus in Johannes 8, Vers 45 sagt, ihr seid den Teufel seine Kinder, dann sagt er, ihr habt charakterliche Anstellung Gott gegenüber. Ihr seid gegen Gott gesonnen. Und die Feindschaft zwischen Menschen und Gott, die ist abgefixt an Christus. Und dort fehlt uns mal zu begreifen, dass wir sind von Sünden frei, das scheinen Gott. Und das ist so schön. Was du mit bekommst, diese Feindschaft wird abgefixt. Und ich weiß, Marvin hat eine gute Arbeit getan an seinen Klassen einmal war zu uns gesagt, dass der höchste Numm, was ein Mensch kriegen kann, als Gott sein Kind zu sein. Und ich freue mich dafür, weil du von dir noch so abdrehen. Wenn du gerat bist an Christus, dann bist du angenommen an Gott seine Familie. Und das ist das Höchste, was ein Mensch jemals noch streben kann. Und das Evangelium ist diese Botschaft, wo du uns lehrt, dort mal unterpacken und zu sagen, Gott, du bist mein Führer. Dort Verreich, Gott seine Kinder zu sein, wird gekauft durch Jesus sein Blut. Du wie ein Preis zu tun. In Johannes 1, Vers 12, als das schöne Vers, wo du sagst, all die, die am Annahmen, die, die an seinen Namen glauben, den hat er dort Reich gegeben, Gott seine Kinder zu halten. Ich habe dort begriffen, dass mit unserer Radung mit B, kommt der Namen, Gott sein Kind. Kannst du dort begriffen, dort, wenn du an Christus bist, dann bist du angenommen an Jesus
Dat is niet een Geburtsrecht, also dat is niet ons uit Geburt her. Dat krijgen we, wanneer we in Christus zijn. We zijn al van jou her geplant, handgenomen worden. Dit handnemen hebben we ons ook al in Epheser bekijkt. In Epheser kapitel 1 van vers 4 tot 5 zegt dat God had dat al ver de wereld mee geplant. Dat we worden zijn kinderen zijn aan Jezus Christus. Ver de wereld den grond gelegd wordt, had God al entschlossen, Sünder en zijn familie hand te nemen. Daar zien ze. Dit handnemen is zo groot en zo wichtig dat we als Christen dat verstaan. Wanneer we dat verstaan, wat handnemen meint, dan wollen we dat wertschätzen, Gott zijn Kinder te zijn. So, wanneer we ons nanloten en wat dat bedient handnemen, dat is eigenlijk toegevoegd aan 3 dingen. So, dat eerste wordt een adoption. Ik kom op proeven plottig te blijven. Nee, oké. So, wanneer we aangenomen worden aan God zijn familie, wanneer we dat bloos fleischlich bekijken, dat eerste ding is, we krijgen een nieuwe naam. Dat eerste ding wat passiert, wanneer een kind aangenomen wordt, is een naam. Dat tweede ding, wat we dan ganz klar met bekijken, is familie. Okay? Wanneer je aangenomen bent, dan hast du eine Familie. Dat is zo einfach als het wordt. Du bent woordje aangenomen, omdat je een familie aan. En het derde ding, wat je unbedingt met bekijken, is een afgoed. Dit pak fehlt jeder Mensch, so duip ab te dringen als Gläubiger. So viele Menschen brauchen bei dieser Zeit allein auf dieser Welt Christen zu sein. So viele Menschen würden behaupten, mir fehlt keine Kjoakj, oder ich will nicht ein Glied sein oder so. So viele Menschen würden verachten, dass wir sind Brüder am Glauben. Ich finde, da ist ein bisschen uns Lied uns Schuld, aber da ist auch Schuld daran, dass wir nicht begreifen, zu was Gott uns geraten hat. Gott hat uns geraten, nicht bloß, um uns nicht nur Halt schauen. Gott hat uns geraten, wenn er uns annehmen. Gott nimmt uns an als seine Kinder an Christus. Du mit einen Namen. Ihn, die dem mal tau, schreib mal bei dir Mann Spielen an, Gott sein Kind. Vielleicht wartet das dann mit euch an. Vielleicht fängst du die Salz dann so viel wertvoller. Wenn du in Christus bist, das erste Ding, was du ändert ist, du bist Gott sein Kind. Das zweite Ding, was wir uns wollen betrachten, ist, dann haben wir eine Familie. So viel von uns, wir haben Familie weit und breit verstreut. Und so viel von uns haben Familie, die uns nicht sein will. Und das ist okay. Wenn man du Gott sein Kind bist, dann hast du alle Geschwister. Und die fehlen nicht. Dat afgepot als dat eng vlees van deze Geschichte. Wenn man du Gott sein Kind bist, dann hast du einen Himmel und aufgeholt, wo bloß dient allein ist und keiner die wegnehmen kann. Wenn wir reden dort an Christus, sagen wir von sinnfrei gesprochen, dann werden wir unbedingt nicht vergessen, dort an Christus, sagen wir angenommen. Dann sagen wir Gott seine Kinder. Der Gott wird vorher uns rechter wir, der wird verdammt wird, all der wird sich nicht raten lassen, der ist dem Führer.
Und daher lehrt uns das ganze Neue Testament zu Gott zu reden als Vater. Du sind so eine Beispiele, als das unser Vater ist, wo wir alle gut kennen. Be doch mal so, wenn du zu deinem Vater redest. Wenn du das denkst. Das ist, was der Glauben uns lehrt. Wenn wir an Christus sind, dann ist uns Vater, uns Gott im Himmel. Das Jes von Hanem oder diese Anstellung von angenommen worden, den finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 15. So gut. Der Heilige Jes an uns, der soll uns so deutlich merken, oder der merkt uns so deutlich, dort wir sind angenommene Kinder und dort wir zu Gott uns Vater nahen oder sein. Das aber, was du im Neuen Testament ein paar Mal gebraucht wird, aber Padre oder aber Vater, dort gibt uns einen Ausdruck von dich sein und von Vertrauen. Uns Vater im Himmel ist ein Läuftool ja abnehmender Vater. Unsere Relation, unsere Beziehung mit Gott, die soll unbedingt so gesund sein in einer 150 Jahre aus dem besten Vater, was wir uns jemals vorstellen können. Das ist das Vater, der uns verjagt und uns als Kinder behandelt. Das meint dann unbedingt nicht, dass wir uns am Abstellen ans Vater gegenüber. Das meint nicht, dass wir respektlos werden sind und all die Dinge, was schlechte Kinder werden. Das bedeutet für mich eine sehr enge Relation. Das meint, dass Gott kennt dich besser als kein anderer das. Du kennst Gott und du siehst Gott immer besser kennenzulernen. Das bedeutet eine neue Beziehung anfangen. Vorher, wie wir weit auf, wie wir in Gott seine Feind, wie wir verdammt. Aber nun, als Gott seine Kinder, sind wir geläuft, abgenommen und versorgt. Gott ist uns Vater, wenn wir in Christus sind. Diese Leib, was Gott für uns hat, die finden wir auf so vielen Städten beschrieben. Diese Leib ist aber erst mal dann durch, wenn wir an Christus sind. Wenn für Christus ist bloß Verdammung. Und wir sollen unbedingt den Unterschied so klarstellen, dass Unradung ist bloß Verdammung. Anradung an Christus ist Leib im Überfluss. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 sagt Johannes, check mal, wo groß oder mit was für eine Leib uns Vater uns gelebt hat, dass uns seine eigenen Kinder hat. Das ist Leib. Das ist der Leib, was wir an Jesus finden. Ich finde, dass den Brief von 1. Johannes als ein von den Briefen, was Johannes ganz am Ende von seinem Leben schrieb. Und mir fühlt sich so, dass der fängt meist nicht wird zum Ausdrücken, wo ihr läuft in Christus soll sein. Der Gott, der ewige Gott, der ewig heilige Gott, der ewig wahre Gott, der nennt die Kinder, was gerat sind. Das ist ein Name, was bloß in Jesus zu finden ist. Mit den Kinder zu heute, geläufige Kinder, kommt dann ein Aufgaut. Ein Aufgaut, was wir eigentlich all gut kennen, aber was wir uns noch wollen mit ein paar Dingen mehr bechecken. Wir sind dann nu Kinder, wir haben eine neue Relation mit Gott angefangen in Christus, aber dann kommt du noch ein Aufgaut mit bei. Und der Aufgaut ist dort, wo Menschheit von der ersten Tag sich so leicht verbessern lässt. Und ich weiß, das ist so bakrig. Wenn wir an uns lebende Ländchen in Earthware kommen zu uns sagen, hey, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du schon mal krank sein, für einmal reck sein, schon eigentlich, was dir passiert, das jankert uns alle. Das ist bloß gelehrt. Wir sind so fleischlich gesandt.
En wanneer we ons oprechtig worden, vrouw, wer van ons wel op deze voorkomende eerd voor allemaal leven? Keiner. Wanneer du die in deze wereld zo'n beetje aanlaat, zo pas wat die kan passeren als je voetstaat. En dat is niet heel wat dreven. Doorween, wel wie dat afgoot, wat aan Christus als Kinder Gottes is, niet verwechseln. Ik wil geen afgoot, buiten an Gott seine Gegenwart. Römer Kapitel 8, Vers 17 sagt, und wenn wir nu Gott seine Kinder sind, dann sind wir auch seine Ohren. Ohren, die mit Christus taub. Ohren. Alles, was Christus hat gekregen, durch die Auferstehung, waren wir auch kriegen. Ewig Leben und dort fertig an Gott seine Gegenwart zu sein. Dit aufgeht, als so was nicht verkommen wird. Wenn wir wurden hier beirrt, alle Sorten Gift kriegen, das ist eine große Möglichkeit, da wir nicht so lange verhalten. Aber 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und 4 sagt, wir haben aufgeht, was nicht verkämpft. Dort geht nicht Anteschwein, dort geht nicht Twette mehr und dort geht nicht Futter stehlen. Dort ist im Himmel. Uns aufgeht ist, ob eine Sache steht. Uns aufgeht, lügt nach uns. Uns aufgeht hier ab ihr, dort wird verschwingt. Alles ab diese Erde wird verschwingt. Durchwehen ist uns aufgeht, so wird voll. Wenn dort ewig bleibt. Wenn wir in Christus sind und Gott seine Kinder, dann sind wir offen. Offen, wo sich dort lohnt, zu offen. Daher sagt Jesus, ich von meinem Fuhr an Hüsche reiten merken, wenn ich will haben, dass sie sollen durch sein Werk sein. Und ich die ganz okay, ich kriege noch wo klein das Haus muss sein oder wo groß. Das was meint sein. Wenn Gott mir das jaff. Und da war er verbrucht worden. Da war nicht Rieten, dass wir hier dort hier gewandt sind, dass die Weg mal alle neun voll. Uns aufgeht als sicher. Das aufgeht, hat er nu noch eine Seite. Und ich weiß, dass unsere Sonntagsschulen, unsere Bibelstunde danach der Überlastung geschieht. Oder ist okay, so viel mehr wie dort wiederholt, so viel besser leben wie dort. Wir haben dann nu angenommen, Gott, Fien Gottes wurden angenommen an Christus. An Christus haben wir dann nu nie genommen. Wir sind Gott seine Kinder. Wir hören zu Gott seine Familie und wir haben einen aufgeholt, was unbedingt ewig ist. Dann gibt es aber noch ein paar, was ich gleich unbedingt beim Evangelium biete. Wir können nicht bloß hier so stumm bleiben, wenn dann würden wir auf einmal uns verbistern. Das Hanem bringt dann nu ein Teil, kriegt das Salget von einem Führer seines Sehens gegenüber. So, wir haben hier 3 Dinge, wo du mit der Adoption met dat aannemen met bijkom. En dan wil ik 3 dingen bechecken, wat unbedingt eine Relation, eine Beziehung vom Führer zum Sehen passiert. So das erste Ding ist formen, belehren und wo wird der letzte sein? Helgen. Als Gott seine Kinder, sagt wie unser Gott seine Belehrung. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass das erste Ding, Belehrung, ist Beweis, dass Gott uns läuft und was uns rumjagt. In Hebräer Kapitel 12, Vers 6 sagt dort, willst der Herr, dem wem er läuft, den belehrt er. Oder der Wort
belehrt. Diese Belehrung ist nicht unbedingt eine Strafe im Sinne von Verdammung, wegen der Verdammung, der ist auf Christus. Diese Belehrung, der ist so zum Fuhrer, sein Sehen tragweisen wird. Hat nichts mit Verdammung oder mit dem Himmel beyond mit wieder Oper, mit wieder Tod zu schreiben. Das hat bloß zu tun mit Gott als unser Leiberführer und der belehrt uns. Und sehr viel von dieser Belehrung wollen mehrere von uns alltjährlich bestätigen. Dann sind wir als Christen hängen gewesen, dann haben wir einen anderen Weg angeschlagen und dann geht es so schrutz. Und dann auf einmal war wir an, oh wow, mein Vater im Himmel, der braucht mir hier was zu sagen. Und wenn ich horchen da, dann kann er mich belehren. Diese Belehrung hat unbedingt ein Ziel. In Hebräer Kapitel 12, Vers 10 sagt dort, ich werde den schön lesen, in steht im Paut zu übersetzen. Hebräer Kapitel 12, Vers 10. Unsere Väter haben uns mal eine kurze Zeit belehrt, so als sei dort für Gott halten. Aber Gott hat uns belehrt, zu uns allerbastet, dort wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Gott braucht uns ganzes Leben, uns zu formen, nur das Vorbild, was wir an Christus haben. Ich finde, dass diese Belehrung oder diese Formung, was wir an Gott kriegen, der hat ein sehr großes, hohes Ziel. Gott will uns belehren, zu das Beste, was uns werden kann. So, wenn wir das erste uns gesagt haben, ich sehe Gott sein Kind und ich habe ein großes Aufgabe dort im Himmel, was nur mir lehrt, dann werden wir uns aber bewusst sein, dass den Zeit von hier bei uns aufgeht, was Gott uns belehrt. Wenn wir einmal angenommen sind, dann sind wir für immer Gott seine Kinder. Keiner kann uns dort wegnehmen. Aber da meinten wir noch nicht, dass wir dann mit uns leben, was immer uns jankert. Gott seine Leute, der geht nicht zweite mehr an. Und ich wünsche mir, dass wir können dort begreifen, weil wir uns lesen, Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Ich sehe mir sicher, dort nicht Tod oder dort Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht Gegenwart oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leben scheiden kann, der an Christus Jesus unseren Herrn ist. Wenn wir angenommen sind an Gott, dort ist der sicherste Stadt, was wir jemals haben können. Daher soll wir uns doch mal bewusst machen, dass ja, Sinnenvergebung ist so schön. Aber wo schön kann es sein, dort zu begreifen, dass Gott hat die als Kind angenommen. Und das wird ja mal ändern. Das ist die sicherste Stadt, wo jemals ein Mensch sich kann verkrüpfen. An Christus sind wir Gottes Kinder uneng. Hebräer Kapitel 2, Vers 11. Dann sagt uns dort, dass Jesus schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Und das bedeutet, dort alle Christen formen dann diese jährliche Familie. Diese jährliche Familie, die wird dann Glieder genannt, durch im ganzen Neuen Testament. Und wir werden uns hier ein kleines bisschen an Epheser Kapitel 2, Vers 19 nennen. Epheser Kapitel 2, Vers 19. Du sagst dort, dann sei ihr nun nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit der Helge in, was sagt dort, du Hänger? Wo? Oh ja. Du hier hier Hand.
Ik weet, manchmal mag dat schwer zijn te begrijpen. Manchmal kombi van zo'n tweeën steht, van zo'n duipet lach, vol van zin. Dat wenn Jesus ons vrij merkt, dann zijn we dankbaar für Sündenvergebung. Aber den Staub unternehmen, dat ik hier nu te Gott seine Familie als een Glied, ich glaube dat wirklich, dat dat manchmal schwer fällt. Wenn du so ein großer Unterschied. Du so ein großer Unterschied von Gott sein Feind nur Gott sein Kind. Du so ein großer Unterschied von bloß von Sinn gerat sein und sagen, naja, ich war nicht nur halb und von du bad bewusst sein, dass ich ein Glied von Gott seine Familie. Das ist ein großer Unterschied. Jeder einer, der an Christus ist, der ist ein Glied an Gott seine Familie. Als wir dort glauben und annehmen, das mag vielleicht noch ein Stück dir, aber wie Gott das all passiert. Wenn Jesus hat vollkommen ganz die Strafe genommen für uns. Jesus hat den Preis vollkommen ganz betont, dass du und ich ein Glied sein an seine Familie. Das fehlt nicht bloß noch, dass uns das bei dem Verstand rutscht. Das fehlt bloß, dass uns Hart das annimmt, wo groß das Geheimnis ist von Radung. Ein Glied zu sein an Gott, seine Familie, hat dann noch ein Ziel. Gott nimmt nicht Kinder an, bloß zum Day. Bloß zum Menschen nicht verdammt. Gott nimmt Kinder an, die zu formen, nur das Vorbild von Jesus. Römer Kapitel 8, Vers 29. Römer 8, Vers 23. Römer 8 ist das ganze Kapitel, wo du sagst, dass die Welt lügt nur Radung, alles gemerkt hat. Und an dem Ende von dem Kapitel, du im Vers 23, du fängst, ich sehe mit, wo ich, im Vers 29, wer wir das erste lesen. Römer 8, Vers 29. Die, der hij vorher gewählt hat, hat hij bestimmt, seinen Sehen zu legnen, dass die von vielen Brüdern möcht Erstgeborener sein. Also Jesus ist unbedingt ans Vorbild, aber das ist der Erste von all die, die vom Tod abstehen. Dann aber kommt du an den selben Vers und Tags, wo du sagst, legnen. Du und ich sind nicht geraten, in diese Welt rumrennen, und uns zu tun, so wir sind in der Welt, aber wir wollen nicht nur haben. Du und ich sind geraten, zum Kinder Gottes zu sein, in Jesus so zu legnen als offenmächtig. Und wenn wir das nicht begriffen haben, dann haben wir Radung unbedingt noch nicht begriffen. Du bist nicht an Christus geraten, bloß zum nicht nur halten. Du bist in Christus geraten, Gott sein Kind, und von dir wird verlangt, Jesus zu legnen, so sei er als offenmächtig. Wir können nicht durch das Leben gehen und proben, ein Paut in der Welt zu haben und auszufinden, wo die Grenze ist bei der Verdammnis. Das Ziel ist, dass Christus mag geehrt und verherrlicht werden, durch eine ganze Schar von Geschwistern, die geraten sind. Deswegen fing ich das Helden als Paut von den Kind sind. Römer Kapitel 8, Vers 23, wenn wir ein klein bisschen zurückbacken,
Im selben Kapitel von Römer Kapitel 8, Vers 23, sagt uns dort, und nicht bloß die Kreatur, aber wie selbst, der Gott all seinen Jes geschenkt hat, lernen nur, dass Gott uns aus seinen Sehens abnehmen und von uns vergänglichen Körper frei merken soll. Uns ganzes Leben aus Gott seine Kinder ist dann das Lernen nur das verkommene Sinn soll verschwingen. Wir wissen dort, dass ein Tag, keine Ahnung, wann Tag, aber ein Tag wird der Sinn aufgelöscht wird. Ein Tag wird all dort Leiden in England. Ein Tag wird der Tod vernichtet werden. Und wir werden Christus von Angesicht zu Angesicht sein. Wir haben manchmal genial geredet von, wie man abwassen von uns Kinder in den Himmel nur den abärmsten Himmel. Und wenn wir uns von der bekickt haben dort, wir sind gerade um Gott seine Kinder zu sein, dann ändert ein Teil von dort, was wir als Himmel beschrieben. Dann kommen wir von so einer tiefen, düsteren Stadt, wo bloß Verdammnis ist. Verdammnis für Feinde. Dann kommen wir bei dem Punkt, wo an Christus Gott uns annimmt aus seinen eigenen Kinder. Glieder von seiner Familie. Dann kommen wir bei da, wo wir Kinder sind, wo manchmal belehrt werden und einige Dinge dann verlangen wollen. Dann sind wir aber auch bei da, wo wir ein Verlangen haben, Christus zu leugnen aus der Erstgeborenen, der, wo das Erste von dort abstand, der, wo unsere Sinn betont hat. Und dann haben wir ein Verlangen, Christus ähnlich zu sein. Dann haben wir aber ein Verlangen, dass uns annehmen. Diese Adoption wird vollkommen sein. Diese Adoption, wo wir Gott seine Kinder sind, los von dieser sinnlichen Welt. Los von allen Schwierigkeiten. Und wenn wir dann uns den Himmel bechecken, dann ist es ein ziemlich besserer Platz zu sein. Weißt du, wir wollen nicht nur im Himmel, damit das Tier am Garten spielen im Himmel. Wir wollen nicht nur ein Paradies abspuß, wo alles fein ist, aber Gott nicht ist. Wir wollen im Himmel nur als Führer. Wir wollen nur der steht, wo wir hingehört, wenn Jesus ihn Blut dort betont hat. Wir wollen nur begreifen, dass was in der Knack ist. Dort Erradung ist so viel mehr als Sündenvergebung. Erradung ist die Botschaft, wo du sagst, Gott mögt Menschheit. Menschheit versündigt sich und hat ja Feindschaft zwischen Gott und Menschen. Jesus kam rauf, betont den Preis von unserer Sünde und von unserer Feindschaft mit Gott. Und der tut den Preis, dass du und ich angenommen sind. Angenommen. Nicht in unserer Familie. Angenommen von Gott. Aus Gott seine liebe Kinder. Wenn wir Gott seine Kinder sind, dann streben wir, Jesus ähnlich zu sein, wenn Jesus uns bastet und einzig Vorbild ist. Und wir lernen, mal weiter oder noch, dass diese sinnliche Welt wird verschwingt. Wir lernen nur, dass der Sinn wird fort sein. Wir lernen nur, dass weiter wird fort sein. Wir lernen nur, dass Krankheit wird fort sein. Aber das ganz Stolz lernen wir, Jesus zu begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Aus Gott seine Kinder. Ich stelle mir vor, das erste und das schönste Ding, was in der Ewigkeit passieren kann, als Gott zu begegnen als uns Führer. Vielleicht als von dir
bij onze niet passiert. Ik bid dat ons geloven wat wassen. Dan würde ich topvoeten und sagen, Evangelium. Evangelium ist die Botschaft von Feindschaft nur Kinder. Vielleicht bist du einer von denen, was nu du stecken geblieben ist an, ich will nicht nur der Hall. Dann will ich von dir für die beten. Dass Gott die mich den Verstand und das Hart und die Säule aufmerken und die dort bewusst merken. Dort habt ihr Rat, um sein Kind zu sein. Geliebt von seiner Familie. Ihr läuft, so ist noch zweimal als wer ihr läuft habt. Wenn du bist Gott sein Feind und du kannst von dir Gott sein Kind sein. Weil wir da beten. Vor dem Himmel, das geht von dir extra schön die Vorräte an. Dankeschön, dass du uns Sündenvergebung schenkst durch dein Sehen. Aber wir sind von dir auch von Herzen dankbar, dass du uns annimmst als deine Kinder. Ich bete von dir, von jedem, was hier ist. Möchtest du uns helfen, das zu verstehen, wo unsprechlich groß deine Liebe ist für all die, die in Christus sind. Help uns, das zu begreifen, dass du uns vergift hast und dass du uns angenommen hast als deine Kinder. Help uns, das zu verstehen, dass wir Glieder sind von deiner Familie. Und help uns zu lernen, nur den Tag, wo wir die endlich mal wollen begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Wir beten, dass wir die Botschaft, die gute Botschaft von Radung, wollen einmal wahren, und einmal beten, und einmal Rata verstehen, bei den Tag, wo du uns geholt hast. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.